Und irgendwie mag er die rechte Seite da hinten. Ne? Ich erinnere mich noch, vor 2 Jahren hatten wir absolute Windstille. Da war der Platz komplett eingenebelt. Wir haben nichts mehr gesehen oder das Fahrzeug gehört. Jetzt haben wir das Glück natürlich durch den Wind, dass wir das Fahrzeug zumindest von einer Seite aus sehen können. Und er macht das sehr, sehr ordentlich hier Stelle. Aus Weide wieder angereist. Ich glaube schon das 3. Jahr jetzt mit dabei. Jawohl, wird schon. So, das sieht ordentlich aus dort. Ich denke, man will es auch wissen in der hinteren Ecke. Ja, er setzt nochmal an. Er setzt nochmal an. Er sucht sich nochmal einen schönen Fleck. Er dreht nochmal eine dezente Runde, sucht sich die vordere Ecke jetzt aus. Tja, und das ist sein Spot jetzt hier, seine Arena. Hier kann er mal zeigen, was er mit seinem Fahrzeug drauf hat, was er täglich auch nutzt, um auf Arbeit zu kommen, hat er mir gesagt. Wird schon. Und wir warten alle auf dieses dunkle Pop. Jetzt wird keine Frage mehr. Er hat sich auch so positioniert, dass wir gar nicht sehen können. Das flattert schon, ja. Jawohl. Und das sieht jetzt gut aus. Jawohl! Jawohl, geh! Das war, glaube ich, der Erste. Auf geht's! Aber geht so! Und wenn ich das richtig sehe, ich stehe ein bisschen ungünstig, war vielleicht sogar schon der Zweite gewesen. Ich kann das nicht genau sehen. Das wurscht, die folgen mir auch mit unter! Aber ich glaube, er will es verteidigen. Jetzt ist beide sind durch. Er hat sie also fast gleichzeitig zum Platz bekommen hier. Er dreht noch mal eine Runde auf den Felgen für uns. Auch frei! Und das war sein erstes Qualifying hier zur Burnout-WM zum 19. VW-Treffen hier in Bautzen. Der Steff mit seinem Sierra Ausweiden hat eine gute Kür gezeigt. Wie gesagt, das Fahrzeug für den täglichen Gebrauch. Kein großes Tuning. Hier vermuten wir die ganze Motorleistung und da wird er von den Unparteiischen ausgewogen.